I like my vagina shaved, ladies. Ah ja, shave your vagina, Daniel. Das geschieht, war ganz seriöse Menschen, ganz unseriöse Witzer am Internet sichern, also in anderen Memes, die jetzt mit Sexualität zu dienen haben. Kannst du mir erklären, für was du das witzig findest? Erstens mal ist unser Daniel ein bisschen blöd und er müsste vielleicht an der Biobas aufpassen, weil er hat ihn nicht an der Vagina. Das heißt, am Anfang hat er sollte so ein Shave your Vulva, ladies. Die Dinge ist aber, was du mit gemeint hast, ist, ja, wenn es schon so dumm ist, dann ist er ja doch den Egen. Genau, also wenn das Bild dann nicht ganz am Kaputt, wie gesagt, auch so könnt von einem Typ, den sich am Vierhaus wünscht, wie hier ja hat, dass ein Vulva ausgesehen hat. Und der Witz besteht an diesem Kontext daran, dass ihn mit Humor sich darüber antwortet. Die werden merken, und Quote Ruth von der Sendung, dass man auch nach anderen Beispielen haben, wo es nicht zum Beispiel darum geht, dass ihn mit Humor auf etwas reagiert, mir wo es auch darum geht, andere Leute zu attackieren, schwere Spieler irgendwie zu vermitteln, und so weiter und so fort. Das heißt, mir Miholowitsch angefangen, es geht zwischendurch mal nicht mehr so witzig, wir probieren Herr Schaffer bei der Stange zu halten. Auf alle Fall. Dat hei ass Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zu Sexualität. Von wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezeungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Du hast noch einen Plager? Ich schon auf alle Fall der pur Plager. Also ich gebe zum Beispiel gerne über Arschlöcher schwätzen. Kannst du ein drüber? Ah, du Hunde gehen. Du gesagt in eine Frau, die Gesicht verzieht und so, oh nee, und da steht dann da, wie sie gerade durch hier Kamera Bilder scrollt, und da wollen zum Beispiel älteren Kollegen irgendwas weisen, und dann haben wir gesagt, dein Pupesloch. Nicht so flott, kann ich denken aber, dass von unseren Zuhörern bestimmt paar Leute können so, dass ihnen das schon geschieht ist. Genau, also dass es so der Kontinu gibt, den echter für die Privatsphäre, also den ihn dann kurz vergisst. So der Situation handelt es da auch. Wo dann ein kurz stehen umkommen, also wo ich mir dann einfach so tun, dass ich dealen nicht mehr Interesse ja gern. Und da brauche ich den Humor dann auf alle Fälle für sich. Schon den anderen Plager, die gebe ich da dann Lumul 4 lesen. Germany's Next Topmodel kennt auch an der Kräsch gedrängt gehen. Kein hört Brüst, jeder leiert riecht gewohnt, und die ganze Zeit kreischt irgendwie. Verteilst du davon? Wie geht das nicht so froh sein mit Germany's Next Topmodel, fand ich die schon aber witzig, weil er ein bisschen wo ist, dass sie kreischt viel, sie muss ein Beibrot kriegen, wie ein anständig Strüppel, Catwalk. Ich denke, das natürlich so, eine Frau zurück als Kanz titulieren, just weil ihr kein Brust hat, das ist einfach dämlich. Geil, das ist das. Für die Rache so geht mir gefallen, aber es gibt ja auch schon dick oft auch Frauen als Girls ugeschwart. Genau, ja. Für das sehen da schon mehr, können wir so Powerplay am Gespräch wird, gell. Und das fängt schon bei so Sachen an. So. Sobald Frauen an eine Rolle zurückgedrängt gehen, weil die nicht nicht erfüllt, aus der Witz schon für einen Pubal. Genau, weil er kennt ja, oder hat der Meier aus sich bestanden, aus sich das Fernsehformat einfach mehr zu kritisieren. Ja. Und das bist du schon, wie du den Eindruck, dass der mehr ob die Teilnehmerinnen aus sich aufgewälzt wird, wie sind, dann also der ist da so, ob hier Kerste, wo das ganz geschieht, wird das Ganze da wirklich schon problematisch und extrem wenig charmant mischt. Was ich interessant fand, dass du aus von einer Lützburger Meme seid, das hat mich dann etwas erinnert, das war nicht direkt online mit, aber definitiv auch etwas mit Sexualität zu denen, das nämlich dem Hoppen-Tate-Programm aus dem Hoppen-Tate-Begriff. Nee, nicht gerade. Ich gebe behaupten, dass das für dich nicht allzu tragisch ist, also du hast nichts Großartiges an deinem Leben verpasst, mir hin aus, aber von den bekanntesten Komiker am Land, an den wird ja auch immer so sagen, 5 Minuten sozusagen, ob der letzte bei Tilly. Ah, du meinst den, wo so singen, an dem Häuschen du selbst auf singen. Ja. Wenn den hört, also ich war die gucken. Ja. Ich war die gucken, für darüber zu berichten und zu analysieren, wie hier so viel geht. Hin hört ganze Kopfwitze an seinem Programm, die eine andere metasexuelle Orientierung von unserem Premier zu denen haben oder von anderen Ministern, die man nach haben. Und du ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass Hämische sich ein Kategorie, wo der ganze überprüfen, was mir eigentlich unter dem Begriff Witz verstehen.
Und den hört dann irgendetwas belächelt, was man Homosexualität zu denen hört dann gesagt, ja, den Herr Büttel und noch den Herr Schneider, das sind ja Menschen wie die ja nicht, ne? Also ist schon gut kein Problem, du Mutter. Und wo du den Drück mit, wie dir und ich gesagt hat, du seht dann einfach Hand drin, mir lieber dir wie ich, ne? Und dann hat der Geschichte eine ganze Koop dran gehabt, wo ihn dann so gemerkt hat, es geht gar nicht mehr um einen Witz, den irgendeinen Heischpunkt hat, mehr, dass er sich so eng an Humor verpackten aus so eigentlich. Also das ist eine Haltung, die dummer irgendwie transportiert wird. Genau. Weil Pointen definieren sich meiner Auffassung nur nach der Definition vom Duden nur an vielen anderen Definitionen nur. Ja, eigentlich scheint es so ein Dramatic Turn, also dass da einfach an einem Witz Punkt ist, wo das Ganze ein bisschen kippt oder sich strengt, wo es da einfach nicht immer da geraschen ist. Und ein Witz kann ja auch dabei helfen, Leute mal auf etwas zu stoßen, wo sie sich an eine ganz komische Richtungen erwesen. Und ich fand den Layer-Effekt von dem, was hin Dogma hat, nicht nur minim, mehr einfach nicht vorhanden. Kennst du mir nach einem anderen Beispiel gehen, ob das du gestoßen bist? Ja, ich habe ganz witzig den am Anfang mit Amerika zu dienen, weil sie wollen die Waffen regulieren, wo dann steht, ja, der wollte als Waffen holen, aber der hat gar keine Ahnung, von was für geseiste Problem. Und da steht so, ja, 100% von den Männern, die versuchen, meine Gebärmutter zu regulieren, die wissen nicht, wo mein Klitoris ist. Ja. Weil zum Beispiel, die fand ich korrekt. Ja, und das ist ja mal schon, du hast ja mal kein, wie soll ich das sagen, du hast schon einen Point an dem Druck dran, aber du hast ja eigentlich schon eine ziemlich realistische Analyse eigentlich ja, von der Situation effektiv. Genau. Als Mann kann ich natürlich aber, da kriege ich noch so, ja, mir ich weiß aber, wo die Klitoris zu meiner Freundin ist. Ja, und dann warst du Frau. Dann ist es gut abgelegt, mein Junge. Ich gehe dann ein anderes Beispiel. Ich habe 2 T-Shirts, für immer auf dem einen steht, I have the pussy, I make the rules. Und da steht auf dem anderen, I have the dick, I fuck the rules. Was impliziert das? Überschreitet eine Grenze? Boah, auf alle Fall, egal wie, weil ohne Consent also sowieso eine Straftat. Und ich fand, ich weiß auch, du viel, wenn der lang ist, aber ich versuche nie Menschen weh zu tun. Wenn ihnen so viel Brauch schwätzt, müssen noch dafür mal du zur Rechenschaft zu gehen. Weil zum Beispiel, wenn ja. Über eine Person im Internet schwätzt, wenn ihren Ruf zerstört. Ja, das kann Verleumdung sein. Genau, mir ja. Selbst zum Beispiel. Da kommt man eine ganz schwierige Debatte ran. Ja. Also du, ich meine, Talmes ist eine genau, also das ist nämlich eine ziemlich steife Analyse, die am Endeffekt doch wirklich nur zu lesen aus mit verschiedenen juristischen Definitionen. Mhm. Ich gebe mal, mich so weit aus der Fenster lehnen, zu sagen, dass die Kontext, die mir schwarz wie echt in der Satire fällt, da sind wir im Bereich von der Kunstfreiheit. Es wird immer gesagt, dass Satire alles darf. Findest du, dass der zutrifft, wenn wir am Kontext von unserer Sendung bleiben? Der will über alles schwätzen, der will noch über Abü seine Witze machen. Kannst du den Pedobär? Das ist ja. Ein mega alle Meme. Oh, den hast ja so schlimm, gell? Du hast Meme schlimm wie den anderen. Natürlich könntest du mal ein kleines Lachen raus. Ich meine, da war ich dadurch Überforderung. Weißt du, so persönlich, gell? Ich habe noch gelacht für einen Moment. Das ist nicht so, oh mein Gott, die sind so schlimm. Wie zum Beispiel, dass nicht Abüse, wenn die Person nicht schwätzen kann. Haha. Oder siehst du, so Sachen. Ja. Ich fand schon, dass in am Anfang sollt und dürft seine Meinung frei äußern. Aber wieso soll ihr seine Meinung äußern, wenn ein Mensch weht? Der will, wenn ich zum Beispiel schlage, die wird Hitler schwätzen oder schlage, die wird Leute schwätzen, die haben Schlimmes gemacht und darüber mega krass die Gag machen, so wie, wir sind eine Ananas-Express, wo den Hitler immer muss ein Ananas rausziehen, die ihn an den Hühner kriegt. Das ist witzig, weil er eine schlimme Person. Wenn ich aber nur normal, neutral Menschen hält, die keine Apps ugedoen haben, wo ihn dann sich auf spezifisch Menschen fokussiert, wie Minoritäten und dann die Gag möchte, die haben kein Maps ugedoen, außer dass sie selber keinen Bock auf sie hat oder nicht offen genug ist, für einfach können, an Harmonie mit ihnen zu leben. Das Interessante ist ja, da, wo sich die Frage stellt, dürfen die Leute dann über sich selber Witze machen. Ja. Also, es gibt ja das war ein schwieriges Beispiel, weil dann noch immer ziemlich umstritten ist an der Kunstszene, an der das Woody Allen mit Woody Allen aus sich von denen
bekanntesten Juden, die eigentlich mit Judewitzer hier Leben teilweise verdient haben. Also das ist ein Gesamtfilm, die ihr gemacht und das sind ja wirklich extrem viel gewesen, die war all die Jahre lo, die sie ja gesäumt sich von denen Witzer. Der findet das da machen und der von homosexuellen Menschen, der von die und die Mädrecht Witzer über sich selber zu machen. Aber das von den Annegret Kramp-Karrenbauer Karneval dann mal anfängt, dumm Witze über die Leute zu machen. Bord Annegret hat der wohl an sich von Fatio stecken, weil hat das nämlich nicht an dem Fall. Hat weiß nicht, wie das, wenn ein Intersex ist oder Trans ist, da sehen sich geht wahrscheinlich entweder an Boxpisten oder versicht alles anzuhalten, weil ich noch Angst hat, ob Public-Toiletten zu gehen. Genau, ich unterbreche ganz kurz, kann man erklären, nach Reinkeier, was das gegangen ist, was war sein Witz? Aber am Anfang so hat, dass Unisex-Toilette ist für Leute sind, die nicht wissen, ob sie sollen stehen oder sitzen, für Pipi zu machen. Genau, was ja auch schon suggeriert, dass du das Geschlecht gebunden hast, also das ist ja schon mal, also das ist ein bisschen traurig für hat, wenn hat kein Inzig sich als Mann definierte Person kennt, die sich auch mal sitzt, weil sie selber schon keine Toilette geputzt hat, da weiß was für Bordell her nur abzurauben ist. Ich fand, dass ich immer der selber man sich den Gag machen, einfach weil denkt, offensiv Arders durch die Welt zu gehen, wie zum Beispiel das Buch Schlampe mit Moral, gell? Wo es darum geht, dass ich so, ich bin eine Schlampe, ich mache, was ich will, I own it, wisst ihr, dass mein Leben sind Mengenschädungen und wenn ihn sich selber will triggern, weil da möchte ich das, weil das sind immer seine eigene Responsabilität. Hält ihn doch den anderen ein bisschen Ugriffsflasche wasch, oder kann ihn dazu sagen? Ja. Hast du da schon die Erfahrung gemacht, so mit sexuelle Witze, dass Leute dir so tun, dass du total über hier die Mitte drüber gehst? Nee, ich da nicht. Ich überfordert Leute echt da mit meiner kreativer, bildlicher Erklärungsweise, dass sie ein bisschen schlecht wird. So. Der Tisch am Anfang war just mehr, so statt so ein, wir da mit denen ich Sachen geschmückt habe, wie ich es beschreiben, da das nicht immer etwas für sich verreden. Ich meine aber nie den Gag mit der Person selber, wirklich nicht. Da habe ich mich ganz gut darauf trainiert, dass ich versichern, also sogar wenn ich merke, dass ich etwas gesagt habe, dann dass ich den einfach pardon. Ich verstehe einfach nicht, was daran so schwer ist. Pardon zu suchen und einfach zu merken, okay, ich versuche einfach ein besserer Mensch zu gehen. Weil nur, wenn ich gewinnt war, Frau fand eine Schweizer als Kampf für seinen Pap zu hören, wie den da zu der Baum oder zu der Mama oder zu der Schwester sieht und nicht wies den mit so Werte ab. Ja, natürlich bleibt das dann noch so, wenn ich nicht erklärt gut, dass das am Anfang nicht so soll sein. Ich fand alles lässt sich verbessern und nicht mehr blöd Menschen, wenn sie so bleiben, wie sie sind, wenn sie wissen, dass es schlecht ist. Das ist schön gesagt. Ich gehe nämlich nur gerade für das Uneinke abzugreifen, gehe ich noch auf einen weiteren lützebäuerischen Witz an dem steht, mein Kopf sieht, schließt Schule auf, mein Zensur sieht, geht es besser prostituieren und dann ein Blick an den Spiegel sieht, dafür sind den Brust zu klein. Und da könnt Pointe, also die angebliche Pointe, meine Eltern sagen, was soll der Scheiß, Kevin? Schöckelklopfer, war ich fand die blöd. Das ist ein bisschen witzig, mit Pointe, dass ja just am Anfang, dass sie gemerkt hat, gehen wir mit Mädchen gehen, und da geht es um einen Jungen, also als Pointe am Anfang just pur Transphobie, also geht dem ihm für mich persönlich in den Pubell. Genau, also das ist von den Aspekten, der dann ist, dass man mit der Zensur und der Prostitution ja teilweise du auch einen ganz schwierigen Zusammenhang aufbauen, so im Sinne von für dich mal kein Respekt für dem Berufszweig zu haben. Genau. Wo ich muss sagen, dass Sexarbeit sich unzuerkennen durch eine Diskussion wäre das, also dem Moment, wo es aus freie Stecker gewählt wird und plus geht es ja auch nicht mehr von Frauen aus gelieft. Ja, also ich fand, du schwenkt, auch wenn der Witz eigentlich nicht von Lützeburg kennt, den du auch schon relativ alt und ich meine, das nie was anderes. Wie gesagt, erinnert mich schon ganze Cope Schwierigkeiten, die zu Lützeburg so gibt, mit Leistungsdruck an der Schule, mit ganz andere Problematiken, weil man ja du auch noch abbrüscht bei Junge kommen, an auch von, was ist zu klein, zu groß, und so weiter und so fort. Da wollte ich dann eben auch mal drüber angehen. Wenn wir ein bisschen am sexuellen Kontext bleiben, also mir hat ja schon in einem anderen, dann wohl war die Solra sehr zieh, wenn ich klift, können wir da ein anderes Beispiel holen. Ist schon ein perfekter Meme gerade für mir. Bling, bling. Das ist ganz schön, dass Zuschauer die nicht können gesehen. Also nur im Moment, wir können den Herrn nur im Sit gucken. Mal am Anfang im Bild, das schwarz-weiß, sei den schwangen den ultimativst behoerten
ich denke, ja, boah, Männer, Hühner auf der Foto. Und da steht da, ich schon nicht gerne Frauen, die Stretchmarks, so wie nennen die dann? Schwangerschaftsstreifen. Und da steht da, dann hast du das Bild und da steht da, ah ja, magst mehr und das gern. Also die größten Dschungel-Arsch ever. Das heißt, es geht immer darum, so, okay, ich muss das sehen, ich irgendeine perfekte Brüste, perfekt rasiert, wie Kondom an Heuern du, als selber kriegen verschiedene Leute Monetin Zahn zu putzen, um ihren Arsch zu rasieren oder was auch immer, gell. Ich denke, das ist einfach, absolut Leute verlangen, während die selber nicht die Minimalinvestition möchte, für ungefähr lecker für seinen Partner zu sein. Ma, du hast dir, Adi, merci. Ja, du kannst natürlich nicht froh, der wenn den mit Humor attackiert oder zurückschießt, was ja sich auch ein flotten Tool kann sein, also sich nicht zu verbrauchen und zu so, na, ich gelobt dich zu und ich anfreunde mit Humor. Mir also dann trotzdem okay, in der Gürtellin zu schlagen, weil eigentlich ist das eine ausgrenzen, dann das andere ausgrenzen. Genau, mit den Dingen, also ich fand nicht, dass ich kann dumm labern, wenn ich selber auch nicht ausstechen kann, gell, das ist das genau das. Zum Beispiel bei Körperbehaarung am allermeisten, wo mehr nach Uga Buga an einer Höhle waren, aber du hattest Frieden Haar. Geil? Und ich fand nicht okay, außer wenn die zwei Leute sich aufschwatzen, dass Frieden, also zwei Leute wollen, wie Kondome leben und alles rasieren, oder die zwei Leute wollen Dschungelparty machen, das fand ich flott und okay. Ich fand aber schwierig, so Sachen zu verlangen, wenn die wirklich mal so Gendernormen zu dienen, wie eng Frau, die kein Haar auf den Beinen haben, ein Mann muss Haare und da haben, oder auch, weil ein Mann zum Beispiel blond Männer noch nicht viele Haare haben, wo ihn da sieht, haha, du bist ja noch technisch gesehen auch immer ein Mädchen, das ist auch nicht okay zu sagen. Genau, das ist mit seinem Körper so aus wie ein Ass, und dumm drüber zu labern, ist einfach scheiß. Da kann ihn einfach den Back halten und, keine Ahnung, ein besserer Mensch sein. Und ich fand es zum Beispiel auch schwer, wenn ich zum Beispiel just trimmen, das von einer anderen Person zu verlangen, wenn die das zum Beispiel persönlich nicht in ihrem Körper schäfen. Gell? Da muss ich auch in der Kommunikation bleiben, wo ich so, okay, ich verstehe, dass du das wichtig findest, dass du hoher sind. Ich kann aber zum Beispiel nicht so gut Oralsex machen, wenn ich da einen Dschungel an meiner Nuss habe, die mich kribbelt, weißt du? Da muss ich schwatzen, wieso? Ja. Und wie weit sind ich bereit, etwas zu ändern, ohne dass ich unzufrieden sind, und da geht das. Mit dem Labern ist nie cool. Mir kann Humor dann heinst du, also die grenzwertiger sind, dann einfach vielleicht auch ob Sachen stoßen, die für du nicht verstanden wird, wo Humor nach mehr so der versöhnliche wär's. Ja. Das ist der Humor auch ein bisschen weh tun, trotzdem. Das ist ein gut froh. Ich weiß nicht, ob ich die kann beantworten. Ich meine natürlich, dass je nachdem, wie ein Humor gestaltet ist, kann du am Anfang etwas beibringen. Du kannst auch vielleicht ein bisschen Feedback mal hast du passieren, je nachdem, ob es noch viel Wege tun oder noch wie ein du mit umgeht, ob ich kann mal auf Zuckel kriegen, so mental, gell? Ich weiß nicht. Was denkst du? Also ich denke, dass Humor ein relativ interessanter Mittelweg kann sein an Konflikte, die sich U-Bahnen oder auch Konflikte, die an dem Sinn stattfinden, dass durch wie andere Leute verletzt gehen und du stehst sich in der Mitte und du weißt nicht richtig, wie du reagieren sollst. Und ich meine, dass dann Konterattack oder das Angreifen, mit dem oft am meisten Leute eigentlich rechnen, die ist, den Humor dann eben anzusetzen. Und ich hatte das hat man immer Texte, die mir mit Geschlechterbildern denke bei einer Pläneraktion, wo man als Summestungen an die Person, die plänere sollt, hat immens live und auch gut gekocht für sie drehen und war wirklich, also das war so gut organisiert, dass man eigentlich sehr geplänt sind und mehr Zeit mit ihr zu verbrücht tun. Und der stunde Pap von der Person stung am Raum und dann hätte nur sich sein eigenen Kant, also auf wessen Kant, Ruf gemacht mit den Kochkompetenzen. Also es war irgendwie so, es war allem Schutz gefreut worden, dass der dir so gut war und hin und dann aber mir so raufspielen. Es war wirklich so, hey, okay, ich muss da drauf tröpfeln, egal ob es irgendeinen Sinn gibt oder nicht.
Und du nun effektiv zum Pap du gesagt, dass ich so eng aus so immens impressionant gefahren von einem Mensch, den nurweislich, wie ich schon mal so hören hat, 4 Sterne Spiegellehr kennt machen, also es aber mit 54 Jahren eigentlich sich nicht selber ernähren kennt. Burn. Und ja, das ist natürlich schon ein bisschen gehässig gewesen. Das ist egal. Ich fand, das muss sein. Und so ernüchternde Feedback aus meinen Jobs, das ganz viele Leute brauchen, zumindest weil ich noch einfach gewinnt, dass so die Welt zu gehen, wie es geht. Gell? Genau. Das war ganz ruhig, du kurz. Also jeden hört sich, also nicht der Person, die geplündert ist, also wie gesagt, ich eine Familienmember aus sich eigentlich Fuß ans Hand gehen, den total unnötig war. Und natürlich schon ich mich ganz kurz komisch gefühlt. Dann habe ich gedacht, so, oh, du hast den Typ ein bisschen blamiert, aber schon aber gemerkt, so, vielleicht ist das auch der Moment, wo ich ganz kurz gemerkt habe, das war schrecklich unnötig, weil die Situation ist wie am Moment eigentlich friedlich. Es war gar nicht nötig, ob Kaste von irgendeinem anderen einen dummen Witz sich zu machen. Ja. Und dann, und du in dem Fall hast wirklich ausgedeelt, dann zurückgeredet, gell? Und du von der Stadt, okay. Me wo du will over was Sexschwze Dinger mir no wat der wenn du net wat das No-Go Area. Ich fand Explosionen, also Leute da fällt mir nicht wohl an. Auszuschließen. Ah ja, letzte Woche, das wäre mal gut. Wenn Leute ausgeschlossen gehen durch körperliche Merkmale, Hautfarbe, Nationalität, Transphobie, Homophobie, alles am Anfang, was weh tut, weil in der Stadt nicht rausgesicht wird. Fand ich nicht cool, wenn wir genug Probleme haben. Also kann ich auch einfach mit Liebe mit denen umgehen. Und andere Witze rappen. Es gibt so viele cool Memes mit deren oder auch Sexual-Memes, wo ein sich selber auch dran erkennt. Und das sind genau, Bestätigungsmemes. Ja. Es gibt Bestätigungsmemes, wo die Leute so, und das sind nicht, haha, die gehen dann einem Kollegen geschenkt und sagen sie, oh ja, das passt du. Schenkt die normalerweise den Partner, den Sexpartner zum Beispiel. Da gibt es noch die Memes, die ich zum Beispiel selber hassen, wo anfangen wie date a man or date a woman who bla bla bla. Das heißt, das immer etwas so eine Forderung gebunden. Eine Forderung, ja. So den, keine Ahnung, date a Mann, den der Job Hand dreht, an der Rosen, an der Puppe stöcht, all Neues, was weiß ich, so, der gibt ein Driffel, geil, war doch immer irgendwas, und dann date eine Frau, wofür dich kart, und dann 3 Blowjobs geht. So einfach nicht mehr Blödsinn, geil. Das sind so die Ideen. Da können sich auch Disney-Filme ranziehen, unrealistisch, Expektationen, ja. So hier drücken, geil. Ich gebe, weil das ein ziemlich positiver Schluss für das Gespräch, was wir hatten, gerne gerade auf das zurückkommen, was du gesagt hast, mit irgendeinem Humor, vielleicht sogar einer potenziellen Identifikation, die an eben Sexwitzer irgendwie fahren kann. Ja, also Matteo hat mir geschickt, den ich gesehen habe, und den auch gedacht, so, da kennst du wissen, das Ding ist nicht Leben. Und da musste super lachen. Das ist nämlich eine Person, die für einen Laptop sitzt. Ja, also das für Menschen, die Porno konsumieren, eigentlich schon ziemlich cool gewesen. Ja, und da steht dann einfach so gesagt, eine Person für einen Laptop, und da steht, da sind ich nur 55 Minuten von der Recherche für dann schlussendlich ein Video just 20 Sekunden zu gucken und dann einen Orgasmus zu kriegen. Und ja, ich denke, wenn ich statistisch einfach mal feststelle, wie viele Menschen das da geschieht, wie viele Stunden an ihrem Leben sie einfach immer da verbringen, etwas zu sehen, was dann wo den Ertrag einfach ein bisschen zu sehr da ist. Genau. Also ob der das witzig fand oder nicht, geht es einfach darum, dass die ganze Möglichkeit, was ein Witz am Endeffekt provozieren kann, wie die Witz selber konzipiert, dass wen versandt wird und auf wen hört, dass das alles relativ wichtige Faktoren sind an dem Debat, den wir heute eigentlich gerade feiern. Und c'est immer les goûts et les couleurs ne se discute pas. Ich fand, dass ich über Humor ganz viel diskutieren kann. Also mir nicht nur eine halbe Stunde gemacht. Kennt ihr aber sicher noch viel mehr lang weiter schwätzen. Und ich fand, dass den Debat nicht soll abhalten. Und dass man als auch nicht immer politisch korrekten Terrain sollte bewegen. Mir trotzdem muss man die Leute aufpassen, und immer ist, an die respektieren. Und ich denke, dass der besonders wird man erst zum Schluss können wir auf den Weg gehen. Boah, das ist so, kann ich immer nicht mehr den Witz machen, wenn ich den Privileg hat, findet, von der betroffen zu sein. Ich meine, das ist der große Punkt, wo ich kann drüber nachdenken, wenn ihr was seht.
Das ist vor. Ja. Das ist ganz, Da ganz fällt mir klar. noch dazu an, dass ich lo weiß, was Mime vergisst und den Leute weisen, respektive hin zu erklären. Aber dann gefinden noch zum Schluss jemand auf der Weg. Ma, du hast am Anfang ein Bild, wo man lo zum Beispiel Fernsehen guckt, wo dann da Spartacus, Blut und Action. Genau, ja. Und hier und da Dicks Party abgeht, voller Blut, dann das Schwert am Kopf, was auch immer. Und hin so, ja, easy peasy, erst mit Chips und dick Chili. Und da bemol können eine Werbung mit Tampon binden. Da fällt der Monsieur Halef aus dem Sessel. Wie die gelost Blut. Das ist zum Beispiel ein ganz witziger Meme, den so wo ist, dass man schon bald schlecht geht. Weil an der Werbung geht ja Blut oder Periode oder ein Bind, die geht ja als Blut durchgestaltet, für das Leute nicht an die Gatte gehen. Genau, weil Ja. du hast brand ja viel mehr Idee für etwas hinzuweisen, Genau, und die Memes finde ich am schwierig ist. allerliebsten. Ich auch. Du hast recht, echt so Situationskomik, die eigentlich Madera spielt, wo ich einfach merkt habe, wir sind vielleicht noch nicht ganz so breit. Und du kannst dem am Witz auch darauf hinweisen, dass es eine Schwierigkeit gibt am Platz, dass du just mit der Keule kannst und Leute alle fragt schlägst. Matthäus, und der Film uns merci, der Taut war den allererste Sendung. Ich fand, du hast dich extrem gut geschlagen. Es war mir ein Fried, mit der Eva Witzer zu schwätzen, an Humor, an seinen Grenzen, an aber auch die Wege, die er gehen kann. Und dann hoffen wir, dich geschwind auf dieser Platz zu hören. Ja, vielmals merci, und da sind wir flott mit dir. Ja, wirklich. Tschüss. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Eng gut froh Krebs an Sexualität. Krebs ist eng schwéier Krankheit, die sich auf verschiedene Formen am Körper ausdrücken kann. Es gibt viel zum Thema Krebs an Sexualität zu sagen und ich werde probieren, einen kleinen Überblick zu schaffen. Wir werden über die Sorten von Krebs schwätzen, die Sexualität verändern, ob Treatmente und über wie Koppeln mit dieser Krankheit umgehen können. Krebs kann viel verschiedene Körperteile befallen. Der Brustkrebs ist bei Leuten mit weiblichen Brust von denen, die am häufigsten vorkommen. Auf verschiedene Fälle geht, für die Verbreitung von den Krebszellen zu verhindern, eng Brust weggeholt. Das hat den Impact auf das Körperbild und auf die sexuelle Identität, weil die weibliche Brust oft als sexuelles Organ gesehen wird. Falls die betroffene Person nur dem Angriff in ihrer Welt, so hat er doch einen Impact darauf. Bei den Krebsen, die die Becken befallen, können verschiedene Treatmente einen Impact auf die Fruchtbarkeit haben. Nicht mehr fertil sein kann dazu führen, dass ich kein Kinder mehr kriegen kann, was sich auf Sexualität auswirkt. Die Radiotherapie zum Beispiel kann in dem Bereich auch dazu führen, dass die Verbrennungen auf der Haut oder Schmerzen hat. Bei Leuten mit Penis ist der Prostatkrebs den am häufigsten vorkommt. Hier kann auch eine Chirurgie bei der Endel oder die ganze Prostate rausgeholt wird, einen Impact auf die Sexualität haben. Je nachdem, welche Nerven bei der Operation getroffen gehen, kann ein Erektionsprobleme kriegen. Und die Prostate machen die Betroffenen eine retrograde Ejakulation. Der Tisch der Sperma kommt nicht mehr aus dem Penis, mit Fleisch und bloß und wird mit Urine rausgeschickt. Das heißt, dass die nicht mehr auf diesem Weg fruchtbar ist. Zudem kann Chemiotherapie die Schwanz von den Spermatozoiden so verändern und ihre Mobilität einschränken, dass sie bis zu einem Jahr nach dem Treatment unfruchtbar ist. Chemiotherapie mischt auch evil schwach und hat dadurch einen Effekt auf die sexuelle Lust. Bei den meisten Krebstreatmenten sind Müdigkeit und der Schmerz häufig Nebenwirkungen. Sexuell Verlangen und Lust kann auffallen. Oft haben die Betroffenen Angst und weisen depressive Symptome ab. Die Krankheit durch sich, also der psychische Schock und Prioritäten am Leben verschieben sich. Es hält den Körper auch nicht vor. All das hat den Impact auf eine Sexualität und auf die Intimität mit sexuellen oder romantischen Partnern. Trotz dass Krankheit für die meisten eine schwere Zeit ist, ist es wichtig, die Intimität mit sexuellen oder romantischen Partnern nicht zu vernachlässigen. Gerade in schweren Momenten ist die Unterstützung und Zärtlichkeit wichtig. Es ist auch wichtig, dass ihr weiterhin das mischt, was einem Fried berät, aber die Liebe fühlen geht. Das Krankheit ist für die Partnerinnen nicht immer einfach, weil sie sehr an die Rolle vom Pfleger geraten. An dieser Rolle geht es darum, sich so gut wie möglich um den Kranken zu kümmern, ein bisschen wie wenn in den älteren Teil wäre. Da besteht das Risiko, dass in Sexualität das Verlangen und die Intimität vergisst. Eine Art und Weise für das zu umgehen, ist Zeit zusammen anzuplanen, Sachen zu erholen und Pläne zu machen. Und das wäre es auch wichtig, offen mit denen zu kommunizieren und eventuell Ängsten, Verlangen und Lust zu beschwätzen. Obwohl die Krebsdiagnostik kein Scheinorisch ist, ist das noch lange nicht den Ende von der Sexualität an all ihre Facetten. Und das ist auch immer möglich, Sexualität an all möglichen Fragen, die die Betroffenen oder die Partnerinnen tun, mit einem Doktor, Psycholog oder Sexolog umzuschwätzen. Die können also auch gerne schreiben und wir leiten euch da weiter.
Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreiweis op sax@ara.lu. Frohe gi natürlich beantwort, wenn ihr das mehr ernehmen nennen. Iwer Feedback freie meis immer. Dir fand méi wie Sex op Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Méi wie Sex. De Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Mat freundlicher a finanzieller Unterstützung vum CESAS, den nationale Referenzcenter fir d'Promotion vun der affektiver a sexueller Gesundheit. Den CESAS gëtt all Responsabilitéit fir d'Inhalter vun diesem Podcast auf.